Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Drei Teams wagen das Abenteuer von ihrem Leben. 8 Tage draussen, ohne Handy, ohne Zelt, nur mit dem Nötigsten ausgerüstet. Sie haben ein Ziel: 1 Woche in der Natur durchstehen. Kimo, wenn nichts ist, dann schaffst du die Woche nicht. Ohne Salz. Kimo, jetzt ist die blöde Teig geworden. Der Firmenchef und Wochenendpapi Pius ist mit seinen 3 Kindern am Start. Im Jura kämpfen Livia und Nicole um einen Funken Hoffnung. Hey, wie geil ist das Feuerzeug? Hey. Die beiden Freundinnen und Vollzeitmütter lassen Kind, Mann und Alltag zurück. Ja, jetzt kommt es gut, wo Fabio die Karte nicht mehr hat. Was? Die 4 Bauernbrüder aus dem Berner Oberland sind siegessicher. Der Survival Guide Nabil überwacht die Challenge. Für sie ist das ein einmaliges Erlebnis. So etwas machen sie nie mehr. Meine Beine, wie langsam sie sind, tot. Das Abenteuer ist eine Grenzerfahrung. Aufgeben ist keine Option für mich. 8 Tage in die Wildnis, das macht niemand eigentlich so. Wer bis am Schluss durchhält, gewinnt das goldige Bieli. Das ist SRF bei den Leuten, Abenteuer Wildnis. Das Beste aus der 2. Staffel. Im Bündnerland regnet es seit Tagen und der Wetterbericht für die nächsten Tage ist auch schlecht. Es sind sogar Unwetter angesagt. Oh, Scheiße! Das regnet ja. Ich muss meine Regenjacke noch holen. Die Angelina, der Lian und der Kimo sind noch nie mit ihrem Vater Pius so unterwegs gewesen. Schlimmer wird es nicht mehr. Es ist schon gerade ein bisschen Dämpfer, wenn man so starten für eine Woche. Ja. Wir können das schaffen. Was auf sie zukommt, wissen sie nicht. Das steht in diesem Kuvert. Ja, macht's auf. Ich will es nicht sehen. In Zürich startet das Abenteuer der 4 Bauernbrüder. Speziell nicht erwartet. Nicht gehofft, sagen wir es so. Zürich, ja. Ja, ist Zürich. Ihr natürliches Habitat sind eher die Berge im Berner Oberland. Mit dem hier haben sie nicht gerechnet. Ist kein Geld drin. Jetzt startet für euch das Abenteuer Wildnis. Über die Bahnhofstraße, eine der teuersten und exklusivsten Einkaufsstraßen der Welt, gelangt ihr ans erste Ziel. Bitte findet euch unverzüglich auf dem Brückliplatz ein und geht dort aufs Schiff Richtung Stefan. Zürich, ich weiss nicht, was da geht. Ich kann mir da schlecht malen oder etwas vorstellen. Ich hoffe nur, wir müssen nicht in der Stadt sein, weil das wäre eine Katastrophe. Es ist die Wildnis. Wollen wir uns überraschen? Das ist die Bahnhofstrasse. Schon? Nein, weißt du? Steht ja da. Ich verstehe nur Bahnhof. Hast du den Plan noch im Griff? Ja, da mal links. Checken. Sie sind noch nicht so viel da gewesen. Ja, das ist ein Drecks Zürich. Hotdog und Cola. Gerne. Du auch, hä? Ja. 2-mal. 2-mal. Ketchup und Mayonnaise, das ist das Beste. Ja, ich genieße es noch. Wer Wildnis kann halt so etwas nicht essen. Ja, jetzt ist der Biss fertig, aber wir haben schon noch die 1 oder andere Kilo auf der Rippe. Und dann geht das schon. 1 oder 3. Die 4 Brüder im Alter von 15 bis 23 wohnen und helfen alle mal mehr, mal weniger noch daheim auf dem Bauernhof im Simmental. Letztes Jahr haben sie die Sendung zusammen geschaut und gefunden, das können wir besser. Ja, sehr Freude für die Woche. Und Respekt nicht so gross, weil wir 4 Brüder, wir waren viel Frossen zusammen als Klein und alles. Wir sind uns das gewohnt. Eigentlich, ja. Das, was mir am grössten Sorgen macht, ist das Essen. Der Vater sieht nebst den fehlenden Kalorien aber noch eine andere Herausforderung. Es ist jetzt einfach das Problem, wenn sie in der Wildnis sind, Keine Milch. dass sie keine Milch haben. Das ist das grösste Problem wahrscheinlich. 6 Liter Milch trinken die 4 zusammen pro Tag. Nicht über das.
Ich bin relativ sicher, dass die das relativ sehr locker machen. Sonst wäre ich eigentlich ein bisschen enttäuscht. Wir sind recht hart im Nehmen, ja. Ja, es muss schon wirklich extrem viel schief laufen, also wir es als Team nicht würden schaffen. Ja. Ja, ich habe das Gefühl, da gehen die anderen drauf als wir. Ja. Es ist eine weite Reise vom Bündnerland bis auf Seignelay-Gier in den jurassischen Freibergen und ein grosser Spagat vom Alltag als Hausfrau zur Überlebenskünstlerin. Hallo. Ich freue mich mega darauf, um einmal ausbrechen vom ganzen Alltag, um nicht immer Mami, Mami, Mami. Und mit dir das können erleben. Zeit für mich, niemand will etwas für mich. Ich muss nur für mich schauen. Und für mich. Aber einfach, ja, das mal mich so wieder dürfen spüren. Einfach nur mich, Livia, ja, dürfen sein. Und jetzt kommt dann gerade aus, was auf sie zukommt in den nächsten paar Stunden. Jetzt startet für euch das Abenteuer Wildnis. Seid ihr bereit dafür? Bitte begebt euch zu Fuß zum in der Karte markierten Punkt. Oh, ho, ho. Zum ersten Ziel geht es 7 Kilometer bis auf Goumois an der französischen Grenze und von dort am Doubs entlang bis auf Le Desseré zum Gabentisch. Wir haben noch nie in der Natur geschlafen. Nein, so die Komfortzone, wie wir sie jetzt verlassen, nein, das haben wir wirklich noch nie gemacht. Aber schon dann aufpassen, nicht zu fest ins Wasser rein. Die 3 Teams kämpfen nicht gegeneinander. Jedes Team, das 8 Tage draussen durchhält und am Schluss ins Ziel mag wandern, gewinnt das goldige Bieli. Der Pius und seine 3 Kinder müssen in der ersten Etappe von Conterre-Bourvain eine Stunde bis auf Riom laufen. Schau mal, der kommt da. Guck dir das mal an. Und da ist alles nass. Da kann man kaum ein Feuer machen, alles komplett durchfeucht und so. Mit seinen Kindern draussen Zeit verbringen, das gibt es sonst nicht im Leben von Pius. Er führt eine Firma mit 150 Leuten und ist Tag und Nacht erreichbar. Wenn mich meine Kinder fragen, die würden sagen, Papa schreibt den ganzen Tag E-Mails. Sehr unspezifisch, aber ja, ich versuche eine Firma zu führen, wo man Software entwickelt für die Finanzindustrie. Der Pius hat 5 Kinder von 2 Frauen. Von beiden hat er sich getrennt. Die Kinder leben bei den Ex-Frauen von Pius. Er mit seiner neuen Partnerin. Ja, natürlich kann ich sie während der Ferien und alle 2 Wochenende. Aber so der Alltag im Sinne von Hausaufgaben machen, jeden Tag, Montag, Dienstag bis Freitag, das habe ich natürlich nicht. Ja, oder eher selten natürlich. Und der Zusammenhalt, den das geben sollte, und so das Gefühl von Zusammenhalt und das Gefühl von Team, das ist etwas, wo ich schon sehr hoffe, dass das vielleicht auch etwas, was man nicht immer hat und was man ein bisschen verpasst hat, natürlich, muss man auch ehrlich sein. Und da ist es natürlich auf engstem Raum, mit nichts anderem, ohne Ablenkung. Oft sagen meine Kinder, ich schaffe das nicht, weil natürlich das Handy eine Woche fehlt. Ja, das ist sicher etwas Besonderes, ja. Für das grosse Abenteuer in der Wildnis braucht es eine Ausrüstung. Die kann die Familie jetzt beim Survival Guide am Gabentisch aussuchen. Die richtige Wahl ist entscheidend. Hallo miteinander. Ich bin der Nabil, bin euer Survival Guide in eurem Abenteuer und ich darf euch ausrüsten. Als allererstes zeige ich euch euer Ziel. Das ist die goldige Axt. Nach diesen Tagen werdet ihr die in der Hand haben. So hoffe ich doch. Was ist die richtige Wahl? Was braucht man wirklich in der Wildnis? Die Minderjährigen haben als Bonus einen Schlafsack dabei. Sonst dürfen sie hier pro Person ein Gadget aussuchen, plus eins als Team. Das heisst, insgesamt 5 Gegenstände von dem Tisch dürft ihr mitnehmen. Aber mal was klar ist, Das Messer ist einfach klar. ja. Hörnli und das Reis. Ja. Das ist auf 4 Sachen. Also ich bin für die Schokolade. Milch wäre schon geil. Nein, also Wagnermilch, nein. Nein. Milch frisch aus dem Kuhli, sonst ist es nicht wert. Der Plach ist eben schon nicht hure gross. Wie gross ist die? Ja, kannst du sie aufmachen? Ja, das ist für nichts. Nein, nicht für nichts. Aber für die 4 ist es zu wenig.
Ja, da geht es jetzt irgendwie um die Plachen und die Schokolade. Wir nehmen eher die Plachen, weil das Fressen ist nicht genug. Ja. Schon. Ja. Ihr habt dann auch noch täglich 2 Salatköpfe. Ja. Also, ihr habt etwas, das ihr ein bisschen gegen den Regen schützen kann. Eine Blache, das Messer zum Arbeiten, ein Feuerstahl und die 2 Portionen zum euch verpflegen. Also der Reis, ich glaube, da sind wir einig. Müssen wir nicht studieren. Das nehmen wir. Ja, den Feuerstein brauchen wir sicher auch anders. Ist cool mit dem Wasserkocher, finde ich. Das gehört nicht dazu. Ist nur der... Nein! Aber ihr habt eine Pfanne. Ja, aber das wäre jetzt gerade handlich gewesen. Ich hätte schon gerne ein Messer, Ja, nicht? ich glaube auch. Wärst du noch gestylt? Ja, dann sind wir einig. Ja. Ist das eure Entscheidung? Ja. Hast du gerne Teig? Ja. Ja, das brauchen wir auch noch. Oder bringt das Feuer an? Kann jemand von euch das Feuer? Ja. Du? Ja. Die Decke, wenn es so kalt ist jetzt wie jetzt? Ja, ich meine Schlafsack. Ja, ihr habt Schlafsack, ich habe keinen. Haben wir Seile? Ich merke einfach nur Hä? Seile? Gut. Ist das? Ja. Ist das eure Sind Sie Entscheidung? ähnlich? Gut, also Plachen, Messer, Funkenstahl, Seile und 2 Kilo Hörnli für euch. Ja. Leider ist es immer ein Gehen und ein Nehmen. Jetzt muss ich euch die Ausrüstung abnehmen, die ihr dabei habt. Okay. Die Handys habt ihr auch so weit abgegeben? Sind in den Rucksack? Ja. Ich bin mich gewöhnt, jetzt irgendwie seit 20 Jahren immer quasi täglich erreichbar zu sein. Und das wäre jetzt das erste Mal im Leben, wo ich wirklich eine Woche nicht erreichbar bin. Ja. Wird wahrscheinlich schon schwierig für ihn, weil er ist sehr oft am Handy. Er braucht das Handy auch fürs Geschäft einmal und durch das muss er auch oft telefonieren und so. Und, ja. Als letztes habe ich noch ein Kuvert für euch. Da steht, wie es für euch weitergeht. Oh. Bitte begebt euch nun zu Fuß in das in der Karte markierte Gebiet, wo ihr die nächsten Tage wohnen dürft. Innerhalb von diesem Gebiet dürft ihr euch frei bewegen. Wo ihr euren Schlafplatz baut, ist euch überlassen. Ja, dann Also das hier in diesem Gebiet dürfen wir uns dann bewegen. Okay. In dem Sinne wünsche ich euch eine gute Reise, einen guten Start in euer Abenteuer. Okay. Die Bauernbrüder sind im Zürich Oberland und haben keinen Plan. Es muss in die Richtung sein. Schnurren haben und laufen. Also, die Karte liegt so quasi. Dann geht man sicher nicht nach links und sicher nicht nach zurück, dann geht man vorwärts. Dort wäre es geradeaus gegangen. So der. Ihre Route führt sie von Stefan aus ziemlich zu Loch auf, Richtung Wald. Dort können sie ihr Camp einrichten. Sela, komm mal noch über Fäbel schauen. helfen. Ja, nicht, das passt dir nicht. Was muss ich? Ja, jetzt musst du nicht besser wissen. Du hast vorhin verkackt. Fabio hat Es ist ja nur da oben. Das Problem ist... einfach gerade dort vorne. Fäbel. Dort vorne rechts abbogen. Angeblich schlauste Fuß. Fäbel, unser schlauste, wenn man ihn fragt. Also hier, das ist schon letzt gelotst. Also, gehen wir jetzt gerade durch den Wald durch. Jetzt gehen wir 100 Meter durch den Wald und dann sind wir am Ort. Das sind nicht mal 100 Meter. Du hast einfach verkackt. Du bist einfach scheiße. Es ist gerade dort vorne. Das ist Aber Fabio macht irgendwie keine Fehler. Aber jetzt kommt es im Fernsehen. Ja. Jetzt hören wir es. Fäbel ist gegen noch der Beste, wenn man ihn fragt. Ja. Ich habe die ganze Zeit gesehen, ich wüsste nicht, wo wir sind. Ja, warum hast du die Karte? Jetzt tun wir Fäbel seine Fehler ausbaden, indem wir gerade durch den Wald gehen. Es gibt selten, dass wir 3:30 noch zusammen sind. Darum ist das jetzt eine grosse Chance, dass wir Neues sicher so zusammen machen können. Ja. So ein bisschen Kinder sein halt. Ja, jetzt kommt es gut, wo Fabio die Karte nicht mehr hat. Was? Du hast so einen Hey, was Land. Das war geplant. Das ist im Drehbuch so gestanden vorher. Ich bin einfach jetzt hinten reingelaufen. Aber er hatte von Anfang an hier wollen. Aber das können ein paar Leute können ja sehr gut Karten lesen.
Es kommt dann so aufblühende Musik. Hey, schau mal, jetzt kommen hier, glaube die Kürflis da vorne. Jetzt sind wir ja hier vorne gelaufen. Ja. Und jetzt kommen hier die Kurven. Aha. Und dann hier ist jetzt unser Gebiet. Ja, wo wir sein können. Super gemacht. Ja. Hey. Mega. Jetzt müssen wir auch mal schauen, wo der See ist. Sie haben einen Härtespot. Sie haben recht braunes Wasser hier. Und sie haben fast kein Dichtmaterial für ihre Shelter. Sie werden kämpfen müssen. Boah, brandschwarz. Ja, ich glaube, das Wasser kochen wir ab. He? Ja, definitiv. Scheiße. Seich warm. Seich warm. Scheiße. Ja. Ja, nur abkochen, vielleicht halt auch 15 Minuten. Die Farbe ist so, ja, Früchtetee-mässig. Die Teilnehmer von Abenteuer Wildnis müssen sich selber einen Schlafplatz aussuchen und bauen. Die richtige Wahl ist entscheidend. Die Basic vom Shelterbau fängt an bei der Auswahl des Standorts. Ich liege einmal her, passt mir das? Habe ich eine Wurzel im Rücken oder liege ich schräg? Weil schräg schlafen ist einfach mühsam. Meinen Sie da? Was? Haben wir wahrscheinlich in den Dreck wegräumen von den Kühen. Wenn alle Kühe da gelegen sind, kann es nicht so schlecht sein. So, vielleicht können wir da... Da ist Kacke. Ja, Ich finde es nicht so cool, in dieser Kacke zu liegen. Ja, schau mal, da hat es vielleicht noch trockene. Ja. Wenn die Hütte nicht so ganz dicht ist und dann reinregnet, ist nicht so cool dann. Aber ich glaube, vielleicht sind wir da ein bisschen geschützt. Wenn es jetzt die Nacht noch voll regnet. Vielleicht können wir da irgendeine Hütte bauen, wo wir rein können. Ja, ich weiss auch noch nicht. Ich sehe es noch nicht so genau, aber machen wir mal vorzu. So richtige Survival-Skills hat da niemand. Einmal, zweimal. Müssen wir noch 2, 3 so von denen haben. Ja. Und dann unten, was machen wir unten? Und fahren oder so. Ja, gehen wir Stecker holen. Das Lager ist auf 1500 Meter über Meer. Da kann es auch im Sommer ziemlich kalt werden. Auch im Jura suchen die Frauen nach einem guten Standort. Es ist wirklich extrem nass. Und so das Gewünschte, gell? So irgendeine coole Baumgabelung, wo könntest du so unseren Felsvorsprung, den haben wir jetzt nicht gerade, aber es findet sich schon was. Nur eben, es ist nicht ganz so einfach, wirklich nicht. Jetzt müssen wir, glaube ich, schon führen. Jetzt ist dann bald 6 Uhr. Dann müssten wir heute wie uns auf etwas improvisiert sein lassen. Mhm. Erste Nacht. Ja. Halt noch nicht die Villa. Challenge. Scheiße, unsere Villa. Die Ich erste hole Nacht. dir die Zunder hier über. Okay. Hast du den Feuerstein bei dir? Und so macht der Profi ein Feuer. Nasses Holz hin oder her. Ich habe hier Trockenholz, Fichte, das brennt sehr schnell. Ich schnitze hier feine Federchen, sogenannte Federsticks, und drücke dann noch ein bisschen Harz drin. Und dann kann ich mit meinem Feuerstahl das anzünden. Feuer machen ist immer geil. Vom Aufbau, vom Funken bis zur Flamme, bis zum Knistern. Das ist das, was uns unterscheidet von den Tieren. Wir können Feuer machen. Gut. Ja. Nein, muss jetzt. Jawohl, die sind schön. Die sind gut. Ja, ja. Komm schon. Feuer. Gib mir mal. Ich will mit dem. Ja. Die mit den schöner. Nein, so kannst du nicht erzählen. Hört man noch?
Wie könnte man es gescheit hören? Ja, oder ich probiere mal wirklich da mit dem ganz feinen Moos da. Und dass dann der Funke vielleicht wirklich jetzt auf das Moos gehen. Jetzt ist es verspickt. Jetzt müssen wir auch helfen, über den Hobel und mich in das Loch. Hier, als Heu brennt ergreifen. Das Untermaterial. Das ist Bauernschleu. Ja, jetzt geht es nicht mehr weiter. Das ist eigentlich gäbig, wenn man gerade das, was schon gesammelt ist gesammelt. Müssen wir dann nicht noch suchen. Nach ein paar Umwegen sind die 4 auch endlich angekommen. Ich glaube, wir brauchen einen feineren Zunder. Eindeutig. Schneidern Wüschelhaar ab. Ja, dann mach. Nein, wirklich, Nein, das wär's. Mal, ich glaube, das machen wir wirklich. Probieren wir das so. Schau, und dann mit einem Wüschelhaar. Hey, dann geht's. Ein Funken. Ja. Flackt's. Ja. Fertig. Dann schneiden ein Stückchen ab. Theater. Oder du mir. Nein, ist schon gut. Ich opfere mich zu dir. Komm jetzt. Nein, nur wenig. Wir brauchen Zunder. Du hast so viel Haar auf dem Grind, das fällt nicht einmal auf. Das Messer haut überhaupt nichts. Lange. Das ist es. Das ist die Lösung. Für Feuer. So, bitte. So jetzt. Jetzt da schön rein. Das Zeug nicht dazu. Hey, wie geil ist das Feuerzeug? Hey, nein, ohne Scheiß. Hey. Das Graubünden kämpft jetzt mit anderen Sachen. Es wird immer besser. Ja, wird immer besser. Wie viel haben wir von diesen 50? Eine. What? Ja, bis der abgemacht ist. Papi, wir können noch mehr holen, ein bisschen. Jetzt sind wir langsam ein bisschen besser in Schwung wieder. Ja. So langsam wird es... wir haben eine super Aussicht gesehen, ich gerade zuerst mal. Gar noch nie gesehen, dass wir so eine tolle Aussicht haben. Müssen wir dann mal noch geniessen am Abend. Noch viel Arbeit. Scheiße. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Gleich dunkelt sie und dann wird sie oben kalt. Richtig kalt. Auch eine Spitze brechen. Die Simmentaler Holzfäller-Truppe startet mal mit der groben Bütze. Wirklichen Plan haben sie aber nicht. Das einfach mal ankommen, schauen, beobachten und dann planen und nicht einfach drauf lossäckeln. Das ist unnötig Energie verbrennen. Hey, nicht bewegen! Wegen dem Heben? Nein, ich kann ja nicht daran, so wie nicht bewegen. Ja, aber das kannst du kumpen. Die grossen Brüder geben den Ton an. Der Jüngste ist 15 und hat nicht viel zu melden. Ich lasse ihn machen. Ich checke eigentlich noch nicht, was ihre Idee ist. Aber ich mache einfach mit. Du checkst sowieso noch nicht in deinem Leben. Wenn ich etwas sage, ist eigentlich sie hat Macht quasi. Aber mir macht das nichts eigentlich. Es wäre doch gelacht, wenn wir kein Feuer hätten. Sorry. Feuergöttinnen. Mir geht so an. Und ohne Feuer haben wir ganz sicher auch kein Wasser, weil wir müssen ja sicher das Wasser abkochen. Jetzt sind wir gerade ein bisschen angespannt, sagen wir es mal schön. Leicht angepisst auch schon. Ja. Langsam ist auch noch so ein bisschen Scham dabei, gell? Da fehlt der Funke und dort eine zündende Idee. Ja, auch hier irgendwie mit Ästen füllen. Claire. Oder wie? Diskussion. Ich weiß auch noch nicht. Ob man gerade so gross muss, bin ich mir nicht sicher. Was ist denn ein kleiner? Jetzt legen das Wie 4 kleiner? her. Wie kleiner? Das ist doch nicht so viel Platz. Wie kleiner? Ein bisschen tief. Einfach so schneller zusammen. Wieso? Jetzt hier hat man ja gerade die gute Breite. Ja, Das Gelbe von Mai ist es auch nicht. Ja, was willst du? Aber etwas tut man ja. Der Vorteil von dem Umweltskit, was es soll geben, ist, dass man noch mindestens 20 Leute einladen kann, die eine riesige Party machen. Der Nachteil ist, dass es so verdammt zu tun gibt, es zu machen. Aber sag mir gerade etwas Gescheiteres. Wie willst du kleiner? Wir kennen einander sehr gut. Das sind die Rollenverteilungen.
Ja, ich sehe mich jetzt halt gleich wohl ein bisschen als Leader. Also ich will aber gleich auch ihm die Schuld geben. Das ist in der Regel mir. Und dann probiere ich das Zeug auch in den Finger zu haben. Schaffen wir schon. Zeit haben wir, stimmt. Zeit haben wir. Läuft ja nichts davon. Wenn wir Feuer haben, lassen wir es einfach nie mehr ausgehen. Jetzt werfen wir einfach alles hier rein. Jetzt kannst du kommen. Ja. Ja. Ja, es kommt! Noch nicht verschreien. Jetzt komm jetzt, hier. Greif hier. Ja. Knister will ich hören. Komm. Nein, es kommt. Wir gehen über. Komm. Da, gib ihm den noch. Ja, und das hier ein bisschen als Windschutz. Ah, ja. Au, heiß. Mega heiß. Willst du den Karton? Achtung, hinter mir. Oh Gott, jetzt haben wir Feuer. Fein. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen Angst gehabt. Scheiße, kein Feuer die Nacht. Im Dunkeln haben wir so in die Hose geschissen. Aber jetzt haben wir es. Oh, so super. Hey. Feuer ja, aber noch kein Unterschlupf zum Schlafen. Nein, jetzt müssen wir heute besprechen. Wir sind auch ein bisschen planlos unterwegs. Ja. Unser Plan ist momentan kein Plan. Ja, Spontanios. Ja. Wie das Tippi einfach machen. Was machst du jetzt, Tippi-mässig? Ja. Sollen wir einen Plan? Aber wehe, wenn sie losgelassen, da bleibt kein Stecken auf dem anderen. Ohne richtige Nacht ins Bett, wie lange geht euch das gut? Schön trocken und warm. Ja. Sagen wir so, es ist ein Unterschlupf, keine Hütte. Hütte wäre etwas anderes. Und es tropft das ganze Zeug von oben runter. Schön für dich, wenn der Rhein wirklich kommt. Ich bin jetzt gespannt, wie kalt es wird. Ja. Ich habe keine Ahnung, ja. Ob es geht oder ob es jetzt gleich noch kälter wird. Wo habe ich noch Platz? Hallo? Machen Feuerwache. Willst du in der Ecke? Also, legst du jetzt hier nach oder auch nicht nach? Ich? Ja. Ja, hier ist. Dort, was wir wollen. Der Jüngste hat den schlechtesten Platz. Ja, es ist im hintersten Ecke. Wasser kommt ein bisschen durch. Aber irgendwie schaffen wir es schon zu rennen. Du hast noch am Feuer wollen. Du kannst ja rinden, ich kann noch drauf Ja, nicht schon. Aber am meisten anschiessen tut man es die ganze Nacht durchsägen. Aber wir glauben an das Gute, dann passiert das nicht. Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. Go to sleep. Your mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Wir schlafen noch alle. Keine Ahnung, wie spät es ist. 6 oder so. Ah, ist das kalt. Alles tut weh. Nochmal 6 Nächte. Ah. Hart. Die erste Nacht ist meistens, eben, du bist noch nicht angekommen, du hast überall Geräusche und es krabbelt und es tönt und schlafst unruhig. Auch im Jura ist die erste Nacht in der Wildnis vorbei.
Guten Morgen. Hey, sind wir gerade zur Hütte ausgerochen. Ja, die erste Nacht haben wir geschafft. Wow, kalt war es. Wow, brutal und brutal. Ja. Das Feuer brennt noch. Dann haben wir Sorge getragen. Keine Ahnung, was für Zeit das ist, aber ich habe das Gefühl, die Sonne geht bald auf. Es war eine lange Nacht. Also bevor die Sonne aufgeht, ist die kälteste Zeit des Tages und das haben sie auch gespürt. Die Feuchtigkeit zieht überall durch jede Öffnung rein und lässt einem richtig die Kälte spüren. Guten Morgen miteinander. Morgen. Jedes Team kommt am zweiten Tag Hilfe über vom Profi. Ich kann euch hier mal eure tägliche Ration. Nebst den Sachen vom Gabentisch gibt es jeden Tag für alle einen Salat für die Vitamine und Bouillon für den Salzhaushalt. Hey, wie habt ihr geschlafen? Gar nicht. Es war kalt, es hat die ganze Nacht geregnet, aber wir sind einigermaßen trocken durchgekommen. Gut, aber es waren mal 4, oder? Ja, einen haben wir einfach gegessen. Der verlorene Bruder. Guten Morgen. Morgen. Also die Baukunst, die wir jetzt hier gemacht haben, ist sicher nicht die übliche, wie ich sie machen. Ich denke auch vom Platz her ist für euch 4 wenig Platz da drin. Und eine zweite Hütte wäre vielleicht gar nicht einmal so schlecht. Und so baut der Survival Guide einen richtigen Shelter. Der erste Schritt beim Shelterbauen ist sicher mal auch der Blick rauf. Es hat keine Spitzen, die abbrechen können. Als nächstes schaue ich, dass der Boden relativ flach ist. Aber wichtig ist sicher, dass der Kopf da oben ist, weil mit dem Kopf gegen oben da schläft niemand. Der erste Schritt vom Aufbau sind dann 2 Astgabeln, wo ich die Form gebe vom Shelter. Ich baue so gross wie nötig und so klein wie möglich. Der nächste Schritt ist das Dach isolieren. Ich gehe auch in den Shelter rein schauen und schauen, wo ich noch Licht sehe, durchschimmern und dort noch mehr Laub drauf. Und ja, dann schlafe ich eigentlich wohlig warm. Das 4. würde ich auch empfehlen, dass der Aufwand vom Shelter nicht zu gross wird, aufteilen. Also 2 und 2. Ich finde das nicht schlecht. Weil es ist, am Anfang heute gesehen, dass desto mehr dass wir sind, desto mehr Platz dass wir brauchen, desto stabiler muss das Ganze stehen. Das ist dann eine Herausforderung. Ja. Und dass es Holz, da so einen Holzshelter haben, finde ich super. Haben das super gemacht. Ja. Also ich bin stolz darauf, dass das hier dichter war als das. Ja, das ist super, ja. Der Silvan wird von seinen Brüdern sicher unterschätzt. Oder vielleicht wollen sie ihm einfach nicht zuhören oder haben sie noch nie gemacht. Aber der Silvan muss sich unbedingt mehr einbringen. Er hat gute Ideen. Das mit dem Holzshelter war eine super Idee. Nein, Silvan wird schon ein bisschen unterschätzt manchmal. Oder jetzt wie das Holz ist. Ja, gestern haben wir es als Gründerei angeguckt, aber das ist ja jetzt Gold wert. Muss man schon sagen. Das ist schon eine gute Idee. Ich will die Isolierung alles noch mal wegnehmen. Dann isolieren wir den Boden isolieren und am Schluss tun wir die Fichtennest wieder her. Ist gut? Packen wir das an? Wieder alles wegnehmen? Ich weiss nicht, wie ihr das meint. Ich würde sagen, wir machen Teams. Das Teams? Ja. Klappt das, oder? Natürlich nicht bei uns. Doch, hä? Wir machen Teams. Die einen suchen da so ein bisschen möglichst gerades Holz, ohne Ästchen, dass wir das auslegen können. Das könntest du und Liam machen. Okay. Also, wer ist Team Holz holen? Ich tue so Stab bei dem. Du bist doch mit dem Kimo. Du bist mit dem Kimo. Team Holz holen, schaut aufs Feuer, ein bisschen, dass das am Leben bleibt. Ist gut? Jan. Kimo? Kimo? Ja? Einer rührt schon am anderen. Also ihr seid verantwortlich fürs Feuer. Okay. Das wäre schon meine Hoffnung, dass man da ein bisschen Team-Spirit aufkommt. Ja. Also nicht nur für die Woche, also sonst allgemein das lernen, dass man halt
Wir bauen das nur, wenn alle es schaffen, und sonst schaffen wir es halt nicht. Das Ziel wäre ja, dass man am Abend irgendwie trocken und warm hat. Und vorher bin ich nicht so Fan von Rumlauern und anderen Sachen machen. Dann tun wir jetzt gescheiter gerade einen schlauen Shelter machen. Natürlich was. Nein, wir müssen jetzt einfach So wie sie sich austoben jetzt, das haben sie auch ein bisschen von daheim mitbekommen. Sie wissen ein bisschen, wie man mit Holz umgeht, was man so ein bisschen basteln kann, wie man in der Natur sich verhält. Und sie arbeiten auch gerne. Sie sehen die Arbeit und setzen es dann auch gerne um. Hast du mir jetzt einfach den Stock? Nein, Wieso nicht? weil ich da muss Erde runter tun. Also der Kimo muss das machen. Kannst nicht du einfach einmal runterbringen? Du musst einmal gehen, Kimo. Einmal. Daheim in der guten Stube zu Reichenburg haben die Pläne, wie das funktionieren in der Wildnis, noch anders ausgesehen. Ich muss halt auch immer schauen, dass die auch etwas schaffen, dass sie nicht einfach rumsitzen. Dann muss ich auch immer sagen, dann jetzt mal etwas machen oder so, sonst mache ich einfach alles allein. Weil er der Älteste ist, er eigentlich meistens immer der Chef. Also mir ist es eigentlich mittlerweile schon egal. Angelina, das Zeug da kannst du ja runterbringen. Ich habe da einen grossen Haufen gemacht. Ja, denkst du, ich habe keinen grossen Haufen gemacht? Hey, wie können wir davon gehen? Gar nicht. Der Kimo trägt es nicht, aber er hat seine Beine. Ja, ich habe bis jetzt vorhin noch nie gesehen, noch gehört. Ich habe da schon einen riesen Haufen gemacht zum Abholen. Ja, aber er hat dort nur... jetzt kommt es darauf an, gell? Das ist eine Survival-Situation. Jetzt müssen wir Angelina, es ist viel schlauer, wenn du gehst bringen, weil meine Beine weh und deine nicht. Ist doch egal, wenn es langsam Hey, geht. wir machen es zusammen. Ist gut. Aber ein Meine bisschen Beine durch. haben keine Energie. Wir müssen nicht mehr weiter diskutieren, das bringt einfach nichts. Jetzt packe ich mal an, ist gut. Und ihr bringt auch noch etwas runter. Also bei den Kindern muss man schon ein bisschen motivieren. Man muss ein bisschen dranbleiben, dass sie nicht anfangen zu kiffeln. Und dann auch die Arbeit zuteilen und auch schauen, dass sie machen. Jetzt kannst du mal runterbringen. Er hat gesagt, ich muss Moos holen und ich hole jetzt auch Moos. Also, bitte. Gar nichts machst du. Ich meine es ernst. Ich mache da etwas und dann sagst du, wie ich das gemacht habe, dann mach es doch du selber. Und wenn es jemand macht, Sie sind wieder am Diskutieren. Schnauze einfach. Jo. Wenn du es nicht besser kannst, dann Schnauze. Was hast du Schmerzen am Fuß? Nein, Oberschenkel tun weh vom vielen Laufen wahrscheinlich. Ich habe das Gefühl, ich habe es ziemlich unterschätzt. Ich habe das Gefühl, es wird einfacher. Es ist sehr anstrengend alles. Man hat fast kein Kohlenhydrat, fast keine Energie und so. Und dann muss man noch die ganze Zeit laufen, Hütten bauen und das ist sehr anstrengend und so. Dann Achtung, Baumfeld. Boah, Feuerholz. Super Feuerholz, ja. Der Nabil hilft auch den Frauen mit dem Schlafplatz. Gut. Und jetzt laufen wir so rum. Aha. Oh, er kommt. Und ich komme da rein. Und jetzt kannst du runterkommen. Mal rein liegen. Jetzt ist Neuen Mut. Ja, definitiv. Und Neue jetzt Energie. geht auch was. Das ist jetzt cool. Ja. Nicole Reichle wohnt in Domat-Ems. Sie hat 2 Kinder von 2 verschiedenen Männern. Seit die beiden auf der Welt sind, ist Nicole Hausfrau. Seit gut 16 Jahren ein Fulltime-Job. Die Auszeit einmal nur für mich, die tut sicher gut. Ja, ist zwar eben eine spezielle Situation, um das so zu erleben. Ich habe mich kürzlich von meinem Partner getrennt, als ich 12 Jahre zusammen war, der Papa von Dario. Ja, weil es hat mir einfach mein Herz hat nicht mehr gestimmt und ich habe mich in einen anderen Mann verliebt. Es braucht Mut, manchmal so einen Schritt zu machen, aber ich denke, sie ist jetzt auf ihrem Weg und
für sie fühlt es sich so richtig an. Und dann finde ich das, ja, unterstütze ich das auf alle Fälle. Unterstützen müssen sie sich auch in der Wildnis. Zusammen geht es schneller, um eine warme Hütte zu bauen. Und die brauchen es. Anders als die minderjährigen Teilnehmer haben sie nämlich keinen Schlafsack. Es hat einfach schon noch immer ein paar Löcher. He? Vorne auch noch. Aber da müssen wir vielleicht dann auch morgen noch besser einfach immer wieder wahr drauf. Okay. Also vorher ist die Notschlafstelle und das ist schon fast das Luxushotel. Ich will das sagen. Jetzt schauen wir morgen, reden wir morgen noch. Wie wir gefunden haben. Aber ich freue mich auch auf die Nacht. Im Survival reden wir von den 3 Prioritäten. Die allererste Priorität ist der Schutz. Das heisst, die Hütte fertigstellen, dass ihr dort drinnen sicher sind. Die zweite Priorität ist Wasser. Das ist bei euch safe, das habt ihr im Griff. Die dritte Priorität ist Essen. Bleibt dran, bleibt das Team und wir sehen uns bald wieder. Danke. Tschüss zusammen. Tschüss, ciao, ciao. Tschüss. Jetzt sind wir allein. Wieder. Schaffen wir das? Ja. Dann gehen wir Moos sammeln. Du gehst Moos sammeln? Ja. Geh Ich mal mache du. ein bisschen Zunder. Zunder? Ja, nämlich... Hast du schon genug Zunder gemacht? Ja, aber die Tannenzapfen ist doch nicht so gut. Nämlich, ich hatte die Idee, dass wir dann Ist schnitzen. Zunder eines von diesen 3 Regeln? Nein. Okay. Wir Was brauchen was werden die ersten Regeln? Hütte. Hütte. Und warum machst du Zunder, wenn wir die Hütte fertig machen? Ja, weil zum Essen brauchen wir Feuer. Und welche Regel ist das Essen? Dritte. Und das erste ist? Hütte. Also, wir müssen die Hütte machen. Silla ist der Grösste. Wir schnitzen auch an mir 2 grösser als ihr. Ja. Stündchen. Aber wir können hier noch mit den Schächen weiter auseinander. Genau. Noch ein bisschen hier durch. Da kommen wir nicht besser raus. Ja, die Fäbel sind Rampen, weniger Probleme. Ja gut, die brauchen mehr Platz wegen Fäbelschrank. Er ist gebrochen. Kann man das drin tun? Ja. Man sieht. Nein, aber er ist am richtigen Ort gebrochen. Es ist einfach hier der Haarkit. Lacht nur, ihr. Wir hätten wärmer wollen. Kat. Ihr Piep. Ja, die können schon lachen. Denen haben sie jetzt hier geholfen, heute stellen. Cool. Oh ja. Jetzt legen sie halt am Rand, so wie sie es sonst daheim machen. Ja, definitiv. Ich will jetzt nicht traut sagen. Ja, im Team funktionieren wir bis jetzt eigentlich gut. Wir haben uns gegenseitig noch nicht krass Gründe schlagen. Also eigentlich auch keine Konflikte gehabt. Also bis jetzt läuft es, ja. Im Bündnerland gibt es endlich etwas Richtiges zu essen. 2 Kilo Hörnli haben Pius und seine Kinder vom Gabentisch genommen. Am Anfang der Challenge. Sie sind noch ein bisschen heiß. Ja. Sonst macht man auch mal, wenn wir alle sind, 1 Kilo Teigwaren pro Mahlzeit. Jetzt das sind so wahrscheinlich schon 150 Gramm. Ja. Kimo, wie viel hast du schon gegessen? 5. Jetzt isst du das? Du musst aber 20, 30. Ja. Was? Ja. Du musst schauen wegen dem Ich kann es gerne. Ja, das ist doch mir gleich. Dann musst du es gleich essen. Ich esse Salat. Ja, du musst ein paar Kohlenhydrate haben, das weißt du schon. Ja. Sonst magst du noch weniger als heute. Für mich allein würde ich sagen, ja, das schaffe ich. Oder? Schon viele Sachen gemacht, auch im Sport, die hart sind. Aber eben mit den Kindern ist es halt komplett anders. Ja. Man will ja nicht, dass dann ein Kind aufgeht oder eins muss aufgeben. Und es nützt nichts, wenn ich da durchkomme und ein Kind nicht. Dann haben wir nichts erreicht. Ja. Ja. Guck mal, wenn nichts jetzt ist, dann schaffst du die Woche nicht. Ohne Salz halt. Ja, ich esse morgen wieder. Ja, das ist spät. Du musst immer ein bisschen essen. Wenn du dann im Loch bist, bist du im Loch. Ich könnte die noch haben. Kimo, nein. Ich mag die nicht. Und das ist die blöde Teigware. Nein, ich will nicht. Okay, aber das ist deine Entscheidung. Ja. Du musst einfach morgen nicht jammern, hättest du irgendwie magst du nicht. Wer will die noch? Ich. Hier noch den Finish machen. Et voilà. Dann haben wir da also 2 Adlerfahrenhütten.
ziemlich fest, sprich, ist dicht. Feuerstelle gemacht. Und dann haben wir hier noch unser Briefkasten. Ja. Buja kannst du mehr drin kriegen. Was ist nicht gut? Ja, ich will Pupf geben. Im Ganzen. Ja, keine Ahnung von Kochen, ist mir doch gleich. Probieren Sie jetzt etwas. Aber mir ist ein Geschmack. Weil ich gerade Buja drin habe. Ja, aber das ist jetzt... Probiert. Das hast du Creme. Creme? Nimm mal eins. Wieso? Weil es einfach gut ist. Ich kann nicht dafür, aber es ist einfach wirklich gut. Wir nehmen noch mal dein Messer. Wir lassen es mir geschallen worden. Das ist schon geil. Oh, yeah. Hast du noch mehr Buja? Wir haben tatsächlich die ersten Sonnenstrahlen. Ladies and Gentlemen, jetzt wo die Sonne da ist der Moment gekommen, wo einfach die Sonnenbrille zum Einsatz kommen kann. Ich habe auch nicht mehr daran geglaubt, aber jetzt ist es soweit. Schöner Anblick, schöner Anblick. Im Bündnerland war es auch in der zweiten Nacht wieder richtig kalt. Keine Ahnung, wie spät das ist. Was für eine Scheissnacht. Oh. Nur gefroren. Es war so kalt. Der Pius macht natürlich die starke Rolle. Er ist das Alpha-Tier, er ist der Vater, er ist der Führer von ihnen und er macht das sackstark. Für den Pius ist es dann auch wichtig, dass er mal gescheit schlafen kann, warm hat auch in der Nacht. Gestern waren schon ein bisschen im Loch. Ja. Aber jetzt, heute Morgen gibt es wieder Teig zum Morgen. Ja. Ich hoffe, es geht dann ein bisschen besser nachher. Der Dritt findet Teig gar nicht gut. Ja, jetzt muss man schauen, der muss einfach ein bisschen mehr essen. Gestern hat er fast nichts gegessen. Ist auch mega früh ins Bett. Ja, jetzt muss man schauen, dass er ein bisschen aufpäppeln kann. Mal schauen, ob er ein paar Teig isst. Ja. So, jetzt haben wir den Tag 3. Tag 3 gestartet. Und jetzt haben wir in unserem Shelter haben wir recht gut geschlafen. Also sicher besser als die erste Nacht. Ja, um Welten besser, weniger gefroren. Immer noch gefroren, aber so geht's. Ja. Ja. Jetzt ist Morgentoilette. Livia wohnt gleich wie Nicole in Domatems. Sie ist 42, hat zusammen mit ihrem Mann eine 9-jährige Tochter und ist stolze Hausfrau und Mutter. Ja, ihre Welt steht Kopf und bei mir ist eigentlich einfach wirklich ein Geschenk. Es ist mega stabil. Ich durfte meinen Mann auch früh kennenlernen und wir sind für und miteinander jetzt dann 25 Jahre. Aber ich bin stolz auf das, was ich habe und habe eine mega schöne Familie. Ich möchte das nie missen. Röstli. Auf unser Abenteuer. Oh, für uns ja. Hausfrauen sollte man definitiv nicht unterschätzen. Die Abenteuerlust die brennt in uns. Ja. Und jetzt dürfen wir es einfach mal ausleben. Ja, das ist ein riesen Punkt. Also jetzt einschmecken.
Ich stinke. Wem bist du 8 Tage mit einer Unterhose unterwegs? Also. Nein, der Schlüpfer, den musst du nicht mehr waschen. Den kannst du teuer verkaufen. Oh, es tut das gut. Oh. We locked eyes when the light went red. All I could see was you in my bed. Schön. Hey, nein. Schön. Oh. Sie sind angekommen da, ja. Am Anfang hatten sie auch ein bisschen Respekt vor dem Dreck gehabt. Der kommt je länger je mehr. Der Dreck ist an der Hand. Der Dreck ist dort, wo man gar nicht denkt, dass man dreckig werden kann. Ja, man wird eins mit der Natur. Das gehört dazu. Auch im Camp der 4 Bauernbrüder hängt nebst dem Rauch noch ein anderes Duftwölkchen in der Luft. Ja, die Schuhe stechen nach ich weiß auch nicht was. Wie eine Maus, die etwa ein halbes Jahr im Kochenschaft tot ist. Heiland. Das bist du, nicht der Schuh. Das ist ein ganz Leben. Zum Glück kommt das Lüfte momentan. Ja. Ja, dann soll er davon laufen. Das ist nicht mein Problem. Ich bin ja wohl da. Das ist der Fehler. Du stichst gerne, oder was? Es ist Stechen schon. Du kannst ja selber schieren zu kommen. Ein Stechen wir halten jetzt, aber was will man? Das bessert den Schaum. Das Schlimmste ist auch, dass man die ganze Zeit den gleichen Kleider muss sein muss. Man nicht etwas anderes anlegen kann. So. Oh ja, und der Dusche mal wäre schon auch angebracht. Ja. Aber ja, man gewöhnt sich daran. Und das Leben hier aus. Das Bächli reicht aber immerhin mal für eine Katzenwäsche. Sauber fühle ich mich schon noch nicht gerade, aber sicher die Ärmel und der Kopf. Das Zeug ist schon ein bisschen sauber, ja. Das ist einmal so im Oberkörper oder Bein und so, da haben wir sicher auch mal eine Reinigung, aber das reicht dann die Woche auch. Mika, dein Herz. Ja, das wäre noch von Vorteil. Also man glaubt es, aber man kann an dem Zeug auch am Wieder Schlüpfen wieder schmecken. Es stinkt nicht. Nein, jetzt kannst du es. Das ist also als hättest du es wirklich in der Waschmaschine gewaschen. Einfach, aber zweckmäßig da. Ha? Ja. Im Bündnerland kämpft Familie Stucki mit ganz anderen Problemen. Wie geht's, Kimo? Scheiße. Wieso? Ich mag nicht mehr. So denn? Zu wenig gegessen wahrscheinlich. Keine Energie mehr. Zu wenig geschlafen auch. Spielt ihr? Tic-Tac-Toe. Cool. Du musst einfach, egal wo du hinleitest, musst du jetzt leicht da hin und jetzt kannst du einfach, jetzt kannst du nicht mehr das machen, jetzt musst du überlegen. Jetzt kannst du einfach da hinlegen. Beschäftigen finde ich sowieso etwas vom Schwierigsten, dass Kinder das allein können oder außerhalb von Fernsehen und Gamen und Handy und das ist schon sicher sehr schwer, ja. Da kämpfe ich jeden Tag, eben, dass sie auch wieder aufkommen und etwas machen. Machen ihr? Sünnele. Sünnele? Ja, Pause. Pause? Pause von was? Von der Pause. Oh. Auch das ist Survival. Sich erholen und irgendwie Zeit zu totschlagen. Ja, man merkt schon irgendwie ein bisschen, aber ja, jetzt sehen wir, dass das Zeug so grobianisch ist, dann tut man sich halt nicht mehr so bewegen. Gerade. Also langweilig ist es eigentlich eng. Das ist auch mal schön blöd gesehen, weil ich glaube, wenn wir privat daheim sind wir toll auf der Schäche. Und machen wir halt genug Stunden her.
Jetzt legen wir halt mal den ganzen Tag um. Daheim auf dem Familienbetrieb im Simmental packen alle mit an. Der Silvan, der Jüngste, ist noch in der Schule. Sobald er aber daheim ist, hilft er mit. Zu tun gibt es immer etwas mit über 70 Milchkühe, Rinder, Kälbli und Geissen. Vom Morgen um 5 Uhr bis am Abend um 7 Uhr. Drecksarbeit gehört dazu, das macht von uns jeder nicht gern. Aber man macht es, ja. Man versucht auch zuerst den Scheiß zu machen, quasi. Dann kommt dann das Schöne und das ist ein bisschen Motivation. Ne? Jetzt kannst du. Ja, es geht, wenn man es gemacht hat. Das ist halt gegen das Schöne, das kommt. Ich hasse den Scheissdreck. Der macht doch. Das war geil. Schon der Grund gewesen. Ja, wo kommen wir nicht an? Wir sind am lustig durch den Lachen. Wir haben gerade aus in den Scheissen gleich. Wenn mir etwas in die Hose geht, setzen sie 3 Jahre am Boden lachen. Das ist so funktioniert nicht natürlich. Ja. Voll, ja. Savonin steht ein kleiner Familienausflug auf dem Programm. Das hilft gegen Lagerkoller. Mal schauen, ob es da irgendeine Beere hat. Da! Was ist Erdbeere? Was haben wir? Erdbeere. Oh, geil. Beere. Was natürlich schön ist, da hat man einfach stundenlang kann man über Sachen reden. Und sie reden über Sachen, ich rede über Sachen. Wir erfahren viel, was man gar nicht gewusst hat. Und es hat einfach, haben alle Zeit, oder? Es muss niemand fort, ich muss nicht säckeln, niemand Termin. Und dann gibt es halt so Gespräche, die wahrscheinlich sonst gar nie würden entstehen. Ja? Und das ist mega schön. Ja. Da zum Brunnen. Wer ist zuerst beim Brunnen? Ich nicht. König jetzt? Jetzt kann man den Kopf hinheben. Ah! Das klappt nicht ab. Hey, sei, hey! Du bist. Was ist? Wir sind ein Team, alle sind glücklich. Alle fühlen sich gut und wir stehen unbelastet. Das sind so die Momente fürs Leben. Ja. So, ist das schön gewesen, hä? Mhm. Dann nehmen wir noch die Stuhl dann gar nicht. Du kannst auch noch ein bisschen umlassen, wo wir dann runterkommen. Vorher, als wir oben sind, fahren schneiden, muss man schon gerade schauen, dass man keine Zecken hat mit den Ärmeln. Weil genau bei solchen Sachen lässt man sie am effektivsten auf. Ich habe hier und hier. Oh ja, das ist aber schon taurot. So ganz klein war es. Gerade sprayen? Ja, kannst. Ja, wir komplett sprayen. Ja, Zecken, wenn ich ihn probieren, schon gerade fertig zu machen. Darum gehe ich jetzt diesen hier chemieren. Genau. Ehrenvoll. Hier ist der Hund. Dürfen wir noch eine Minute gedenken. Amen. Genau. Im Jura braut sich etwas zusammen. Jetzt tun sie aber wieder ein bisschen da hinten. Schon. Das ist nur der Luft. Mama. Mit Regen muss man immer rechnen in einer Überlebenssituation. Sie haben den schwierigsten Spot hier. Wenn der Regen kommt, müssen sie das Feuer bewachen. Noch mehr, wie sie jetzt schon machen müssen. Weil der Regen wird kommen. Was die Tanne hat, ich denke oder ich hoffe, dass wir in der Nacht nicht noch auf das Feuer aufpassen müssen. Auch im Zürich-Oberland schlägt das Wetter um. Guten Miteinander. Wir müssen essen und dann noch Gräbchen machen, weil es kommt regnen. Ja, hinter im Westen ist feister. Im Westen kommen gegen die letzten Gewitter. Das ist das Trübste. Darum wissen wir gleich, wenn wir das Zeug
sauber am Schermen hat. Ja. Und wir etwa am Schermen wären. Genau. Hast du noch hier Teguari? Etwas Weniges. Fabel nicht. Ja, daheim, wenn es halb gewittert, gehen wir gerne raus auf eine Bank sitzen und gucken dem Gewitter zu. Das ist irgendwie noch schön. So ein Gewitter. Aber hier können wir nicht in den Scherm hocken. Ja, hier können wir eben nicht am Scherm hocken und einfach rausgucken. Willst du noch sollen? Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Gräbli sollen helfen, dass das Regenwasser nicht in die Schälter hineinläuft. Ich habe das Zeug gerne gemacht. Darum probiere ich schon ein bisschen vorwärts zu machen. Vorher war es schon recht feister, jetzt ist es schon ein bisschen am Auftun. Vielleicht passiert es. Falsch gehofft. Jetzt ziehe ich mich zurück. Jetzt gehen wir sofort den Scherm. Ich hoffe, dass das Haus hat und es schnell möglich aufhört zu regnen. Was die 4 Bauernbrüder nicht wissen, es schifft die ganze Nacht durch. Und da kommt es durch. Keine Chance, da drauf zu haben. Der Luft ist aufgekommen. Man hört es nicht. So umzingelt von riesigen Bäumen. Ja. Ui. Habe ich gerade Angst gehabt. Im Bündnerland bleibt es zwar trocken, viel gemütlicher ist die Nacht wegen dem aber nicht für einen Pius. Wenn man nicht schlafen kann man nicht schlafen. Macht man halb 4. Ach, der Boden ist so hart. Darauf gehst du zur Sau. Schöner Scheiß. Und jetzt kommt es dann schon. Schaut auch feucht. Guten Morgen. Sola, haben wir Tag 5. Ja. Tag 5. Jetzt ist ja, die Nacht war ja Regenachse. Es hat zum guten Glück nicht so fest geregnet. Also es hat getröpfelt, aber fieserlet. Nichts. Also wir sind kein bisschen nass geworden. Das Feuer brennt und die Söhneli kommt. Ja, mega cool. Wow. Wir haben so Glück. Ja. Wie hat er geschlafen in 2 in eurer Hütte? Ja, im Löcherbett. Mir war es gemütlich. Ja. Einmal. Ich kann ihn nicht behaupten. Nicht ganz. Boden, Kleider, Schlafsack, den wir als Decke brauchen. Das war auch alles nass. Darum, ja. Das darf ich jetzt etwa nicht sagen, was ich dachte, dass er nicht getropft hat. Das ist etwa nicht so. Das strahlt das kein Fernsehen aus. Fein. Jetzt sind wir die andere. Musst du den zuerst noch waschen? Jetzt tun wir einfach erst zu trocknen. Gott sei Eure Hütte war schon mehr ein Löcherbecken als etwas anderes.
Der trocknet jetzt über den Tag und dann schütteln wir ihn hinten ausschütteln und dann kippt das alles ab und dann ist der fast wie sauber. Und dann... Aber nur fast. Einfach nur zum Geniessen. Und heute ist wirklich einmal ein Tag, wo wir nicht so viel zu tun haben. Heute können wir es richtig wirken lassen. Und mit der Zeit und der Ruhe kommen natürlich auch ganz viele Gedanken an euer Leben daheim. Wir sind auch nach und eigentlich immer dabei. Ja, wir denken viel an euch. Sind einfach auch gut abgelenkt und ja, das hilft. Aber wenn man davon redet, ja, es vermisst wahnsinnig. Ja, darf einfach gescheiter redest einfach nicht davon. Wir fehlen wahnsinnig überall. Dann haben wir wieder Feuer. 4 Tage haben die Abenteurer noch vor sich. Und schon bald gibt es eine Veränderung. Guten Morgen allerseits. Guten Morgen. Hoi. Ja, jetzt bin ich wieder da. Gut. Ich bin aber das letzte Mal bei euch. Mal? Ja, ich habe aber für euch ein Kuvert, das da drinnen steht, wie es weitergeht. Ab morgen werdet ihr 2 Nächte on the road verbringen. Die Strecke muss mit eigener Muskelkraft bewältigt werden. Viel Glück, euer Abenteuer-Wildnis-Team. Jetzt nach einem Berg. 2700 Meter. 2700 Meter? Sag ja, 2700 etwa. Ja, viel Spass. Sag mal. Da machen wir auch viel Höhenmeter. 2700 Meter. Wir sind jetzt auf 1500, oder? 2700 Meter, ja. Da oben hat es ja Schnee. Siech. Das ist kein Spass, du. Dann da so Das ist nicht ohne. Macht mir jetzt gerade ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Ja. Das ist jetzt schon noch dicke Post. Dicke Post? Puh, wo ist denn unser Ziel? Ja, es ist eingezeichnet, oder? Habe ich doch gelesen. Ah! Wow. Da. Ah, es ist markiert, das ist super. Jetzt muss man sagen, was ist das, wie weit ist das? Keine Ahnung. Kein Plan. Ich bin in dieser Gegend noch nie. Ich auch nicht. Also null. Nein. Ich lasse mich total überraschen und ich muss einfach wirklich schauen, dass wir die Karte richtig heben, dass wir den Weg finden. Dann haben wir jetzt 4, 5. Immerhin, auf Geschwindigkeit kommt es nicht an. Jedes Team, das am Schluss ins Ziel schafft, gewinnt das goldige Bieli und je 2000 Franken. Walensee, ja. Aber hier ist das Ende eines Punkts und hier, das ist das Ende, muss der Start sein. Ja, voilà. Also ich habe den Start. Wo ist das Ende? Hier. Amden. Machbar. Ausgerechnet am Abend vor dem Loslaufen zieht im Bündnerland ein Gewitter auf. Es wird ein bisschen dunkel aus dort hinten. Ich weiss halt nicht, wie schnell das kommt und wie heftig das kommt. Also an einem richtigen Sturm, Gewitter hebt die Hütte schon nicht stand. Der Familienvater Pius ist wie auf Nadeln. Sieht nicht gut aus, nein. Ich finde es schon mega. Die Blitze kommen auch näher. Alles bewegt sich, ja. Es ist zu gefährlich. Meteo hat Gewitterwarnstufe 4 rausgegeben. Wir gehen in die Notunterkunft. Jetzt, ja. Gehen wir. Könnt ihr alles mitnehmen? Regenjacke, Regenhose, alles mitnehmen. Jetzt gehen wir. Ja. Genau für solche Notfälle steht jedem Team aus Sicherheitsgründen eine Notunterkunft in der Nähe zur Verfügung. So, da vorne muss jetzt dann irgendwo sein. Ja, knapp da. Ja, das fühlt man sich gerade besser. Ja.
kann jetzt nicht viel passieren. Der Stall steht schon, wahrscheinlich schon 50 Jahre. Schon ein paar Stürme ausgehalten. Nein, ist viel besser, ja. So. Ist das gut, ja? Mal schauen, wie es draussen tut dann nachher. Tag 5 vom Abenteuer. Aufbruchsstimmung. Heute müssen alle loslaufen zum Ziel, das ihnen vorgegeben ist. Vorher räumen sie aber noch auf. So wie sie den Ort angetroffen haben, hinterlassen sie ihn auch wieder. 5 Tage harte Arbeit werden am Erdboden gleich gemacht. Ist noch komisch. Jetzt geht ganz viel ab im Kopf. Eben, es ist so, merkst du so, boah. Ja, und ich finde es auch ein bisschen emotional. So Ja, sehr. Vor unserer Villenabruf. Ja, also wir sind hier so wohl an diesem Ort. Sola. Sie müssen sicher noch ein bisschen mit dem Energiehaushalt arbeiten. Weil man merkt schon, mit dem Kreislauf geht es halt einfach langsam, alles ein bisschen langsamer. Und da müssen sie sich ihre Kräfte gut einteilen. Wir schaffen das. Ja, sicher. Das müssen wir schaffen. Ja. Danke vielmals. Ja. Schön war's. Ja, wirklich. Auch im Zürich Oberland macht sich die Simmentaler Holzfäller-Truppe parat für die Langreise. So, das für heute. Finito, ja. Ja, jetzt freuen wir uns für weiter. Es war gut die Zeit hier, aber es war gut, können wir weiter. Von ihrem Camp oberhalb von Wald im Zürich Oberland sind es rund 40 Kilometer bis auf Amden am Wallensee. Gut 2000 Höhenmeter müssen die 4 Bauernbrüder schaffen. Am ersten Tag sollten sie bis auf den Tanzboden raufkommen. Das sieht noch schön aus. Die 4 Bauernsöhne sind sich lange und körperlich anstrengende Arbeitstage gewöhnt. Sie können sich darum nicht vorstellen, dass jemand auf der langen Wanderung nicht mögen könnte. Ich fühle mich fit heute. Also viel Energie, viel Motivation. Also das kommt gut heute, ja. Am Morgen nach dem grossen Unwetter im Bündnerland gibt es Post für die Familie Stucki. Schau, was da drin steht. Das Wetter meint es nicht gut mit euch. Es ist zu nass und zu gefährlich und wir erwarten noch weitere schwere Gewitter. Haltet durch, es lohnt sich. Ja gut, können wir da bleiben? Findet ihr es gut? Ja. Bleiben wir einen Tag da? Ja, einen Tag langweilig. Wow. Ein bisschen gut finde ich schon, dass wir nicht laufen müssen, weil das ist sicher streng und nass wäre es auch. Und es hat heute Morgen so gepollt und wenn das noch einmal so kommt und dann da sind wir jetzt noch nicht im Gebirge. Wenn wir dann im Gebirge oben wären und dann ein Gewitter kommt, das für mich allein immer etwas anderes. Aber ich habe noch 3 Kinder dabei und die sind nicht so schnell wie ich, wenn man dann muss säckeln oder irgendwie davon und so. Oder? Ich bin schneller als du. Dann muss man halt ein bisschen schauen. Ja. Die 4 sitzen also fest und müssen die Zeit zu Tod schlagen. 007, 007, 007, 007, 007. Auf Wanderschaft. Livia und Nicole haben 45 Kilometer Wandern vor sich bis auf einen weißen Stein oberhalb von Solothurn. Die erste Etappe bis auf Tavanne und am zweiten Tag in die Umgebung vom höchsten Solothurner Gipfel am Hasematt. Es ist eine anstrengende Reise durch die Jurakette. Mittlerweile sind wir im Kanton St. Gallen. Das ist schon viel sympathischer als Zürich. Hat hier etwas Tier,
drumherum. Das gefällt uns, ja. Daheim im Simmental helfen alle auf dem Bauernhof mit, seit sie auf der Welt sind. Jammern wegen irgendwelchen Boboli, das kennen sie nicht. Simultan. Aber jetzt geht es, glaube ich, nicht, oder? Ja, wir sind relativ zackig unterwegs, glaube ich. Und laut diesem Pfeil haben wir jetzt noch erst 55. Bis dort, wo wir quasi nächtigen. Aber ich glaube, wenn wir in diesem Tempo weitergehen, sind wir knapp 1,5 Stunden dort. Ja, geht. Mit den Füßen, aber nur kleine Lieder. Das geht schon. Ich mag jetzt schon nicht mehr. Ja, zehrt. Schritt für Schritt. Berg darauf, Tritt für Tritt. Lang kann ich los, gucken Stein. Steh ich drauf und schrei. Ich gebe es sicher nicht auf. Jetzt haben wir gerade ein bisschen Dämpfer gehabt, wo wir gecheckt haben, dass wir jetzt noch 500 Höhenmeter voraus haben. Als Abschluss eigentlich, als krönender Abschluss sozusagen. Dabei haben wir schon hey, brennende 18 Kilometer und jetzt müssen wir noch... Der wird jetzt gerade kreislaufmässig ein bisschen hart. Wow, der geht jetzt Ja, stell dir vor. Im Stechschritt fressen die 4 Brüder Kilometer für Kilometer. Auf der Kuhweide fühlen sie sich daheim. Sie könnten wieder zögeln. Oh, herrlich. Die Rinder sind kein Problem. Die Füße von Fabio allerdings langsam, aber sicher schon. Nein, jetzt laufe ich nicht mehr so schön. Die Füße so weh tätig. Das ging schon länger. Ja, die wollte ich am liebsten gar nicht angucken, die Füße. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Dann hoffe ich, dass er noch gut durchkommt, dass es nicht schlimmer wird. Beschissen. Aber es muss gehen. Ich nicht will. 2 Meter haben wir fast. Nur noch Distanz. Merci. Bis dann überleben wir das auch nicht. Die Livia geht auf wie ein junges Reli. Und ich küche hier hinten noch wie eine Dampflocke. Boah, das hat sich gelohnt. Mega. Schweißgebadet und voll außer Puste sind wir angekommen. Aber super. Also jetzt müssen wir noch hier hinten gehen, aber die Höhe haben wir jetzt. Hier liegen alle Kühe und mitten auf der Straße. Aber ich glaube, wir gehen jetzt ein bisschen hier raus. Die liegen so friedlich hier. Schön bleiben. Ja, bleiben nur. Schau mal da. Oh, schnell durch. Erstaunlich, wenn wir jetzt das Ja, so hey. gleich gut gemacht haben. Ich bin mega stolz auf uns. Ja, haben wir super gemacht. Wow, mit dem Lutschnase. Das kann man sich nicht vorstellen. Im Bündnerland ist die Wettersituation nach wie vor kritisch. Immer wieder ziehen starke Gewitterzellen durch. Eine Wanderung im Hochgebirge ist schlicht gefährlich. Die Familie darf darum nicht los und hockt in der kalten Notunterkunft fest. Fest. Ich mache mal ein Päuschen da, ist gut, bis ihr das habt. Ja. Gibt ja richtige Unterhaltung da. Ja. Oh, jetzt. Super. Super, Leon. Jetzt machen wir die hier an. Haben wir einfach einen oder so. So, gut, aufziehen. Das ist
Aber jetzt müssen wir das auch wieder neu befestigen. Ja, denk um den Nagel. Wind ist wirklich das Übelste, was es gibt. Ja, es lässt einem nicht schlafen. Lieber kein Wind, ein bisschen kälter. Aber Windschutz ist so... Ich habe es letzte Nacht gemerkt, haben wir das noch nicht gebaut. Und das zieht einfach immer durch. Und dann ist es gerade ein paar Grad kälter und es hält einem irgendwie wach. Ja. Und ein guter Schlaf wäre wichtig. Die Prognosen sehen nämlich gut aus, dass die Familie morgen loslaufen kann. Es tut weh beidseitig. Alles eigentlich. Jetzt nicht nur so gewisse Stellen eigentlich. Der ganze Fuß. Ja, jetzt habe ich jetzt schon länger mit den Schmerzen zu kämpfen. Ich mag die noch, aber es tut einfach verdammt weh. Wir sind jeder muss für sich selber gucken. Sie gucken ja für mich selber. Da können sie nichts dafür. Ja. Wir probieren zu machen, dass wir mal im gleichen Strick ziehen und wenn ein bisschen nachlassen. Ja, probieren wir noch zu motivieren und weiter. Und mal ein bisschen sagen, was alles dran hängt. Das gleich mal. Vielleicht auch im Umfeld und so. Ja, es geht doch ein bisschen darum, dich ein bisschen stolz zu machen. Ja, das geht ja noch ewig. Schritt für Schritt. Wir motivieren ihn, indem wir sagen, dass er in 48 Stunden ein Bier darf haben. Er? Das sollte ihn schon ein bisschen anspüren. Ja, jetzt hilft das eigentlich nicht gerade. Nee. Ja. Gut, gehen wir weiter. So. Offenbar ist der Fabio noch nie an seine Grenzen gekommen. Sein Gepäck gibt er trotz Schmerzen nicht ab. Oh, schau, jetzt haben wir das Ziel erreicht. Dann möchtest du jetzt ins Restaurant fragen? Da ist auch noch eine Tür. Müssen wir jetzt schnell schauen? Ja, sicher gehen wir jetzt hier fragen. Was willst du weiterlaufen? Nein, ja. Da. Die 3 Teams dürfen in einem Stall oder Heustock übernachten. Suchen müssen sie aber selber. Hier oben hat es nicht viele Optionen. Grüezi. Wir machen mit bei Abenteuer Wildnis und sind auf unserer Reise und bräuchten für heute Abend eine Übernachtungsmöglichkeit. Irgendetwas kriegen wir schon her. Das ist mega lieb. Ja, so haben wir uns das vorgestellt. Ein Heubett. Oh, cool. Oh, fantastisch. Nein. Das ist mega lieb. Hast du schon mal geschlafen im Heu? Nein. Ich auch nicht. Du auch nicht? Ja, schau mal. Da kann man sicher etwas schauen. Ich brauche auch nicht einen Haufen. Boah, jetzt habe ich gerade mit Heu getauscht. Hey, Jesus Gott. Ja, wir sind sehr zufrieden. Wir sind zufrieden. Ist das weich? Müssen wir noch ein bisschen büscheln. Oh, so merkst du erst den Rücken. Auf dem Tanzboden haben auch die Bauernbrüder einen Unterschlupf gefunden. Ihr seid ja Bauernsöhne, oder? Sind ihr euch gewöhnt? Ja. Mit ein bisschen Heu im Kein Garten. Problem. Und dann haben wir sogar ein Zimmer mit Seeblick. Nicht schlecht, auch nicht Luxus. schlecht. Genau. Und ihr dürft euch hier ausbreiten. Das ist sehr flott. Ist das gut? Ja. Am Abend noch den Sonnenuntergang geniessen. Das ist gut, merci. Ja, das gefällt uns. Weisst du, ich bringe es nicht mal auf. Das ist nur das Traurige. In der Schuhbändel sind darum auch ganz kaputt. Jetzt aber ich nehme es nicht vor, weil die Kamera da ist. Ja, das stellt er jeder ab, der dran. Ja. Nicht draus. Das schmeckt man sogar durch die Kamera. Ja, es ist gerade angenehm nach dem Laufen, nach diesen Schmerzen. Ja. Ja, wegen den Füßen mache ich mir schon ein bisschen Sorgen, aber es wird durchgezogen. Ja. Bis zum bitteren Ende. Erotisch kannst du das nicht machen. Nein. Das ganze rot. Ich gucke nicht.
Ich gehe gar nicht. Sonst kann ich nicht essen. So, jetzt ist fertig. Themawechsel. Nein, man guckt schon, dass da ein bisschen Schuss kommt. Aber 100% bringen wir ihn sicher nicht mehr her. Aber das ist bei dem sowieso schwierig. Die Gewitternacht Nummer 2 ist auch überstanden, Savonin. Alle eingemalt. Das war also die kälteste Nacht. Das war kalt. Kälteste Nacht ever. Haben alle, glaube ich, gefroren. Das war kalt. Jetzt wird es dann schnell wärmer. Die Familie hat einen harten Marsch vor sich. Bis zum Ziel auf 2700 Meter über Meer auf die Forclaz dei Leget sind es 20 Kilometer und noch 1800 Höhenmeter bergauf. Geht's los? Ja, endlich. Endlich. Mach ich laufen, nicht langweilig. Normalerweise sieht der Pius seine Kinder nur jedes zweite Wochenende. Jetzt ist seit einer Woche alles anders für den Chef von einer Softwarefirma. Kein Handy, keine E-Mails und 24 Stunden am Tag zusammen mit seinen 3 ältesten Kindern. Extremst weit ist die Firma weg. Also, klar gibt es Gedanken hier und da, aber ich denke, das müsste ich mir jetzt aufschreiben. Aber auf der anderen Seite ist es extrem weit weg, vor allem hier oben in diesen Bergen. Ich meine, E-Mail, Internet, Software programmieren, interessiert da gar niemand. Ja. Oh, wollen wir da noch Wasser nehmen? Ja. Wollen wir da gerade Pause machen? Ja, können wir. Schau, 1400 Kimo. Ein cooles Erlebnis mit dem Papi bis jetzt. Es ist einmal etwas anderes, weil sonst geht man nur in das Wochenende in die Ferienwohnung oder so. Und jetzt mal eine Woche allein mit dem Papi draussen ist schon mal cool. Hoch über dem Zürichsee steht Wandertag Nummer 2 vor der Tür. Es ist Feuerverbot und darum dürfen die Zimmentaler Jungs einen Gaskocher haben. Meinen Füßen geht es jetzt besser. Ich hoffe, dass ich möglichst weit komme ohne etwas gröber Schmerzen. Ja. Aber ich kann gerne um mich kommen. Und jetzt, was mal war, dass es so viel da hat, kann es eher um mich kommen. Ja. Jetzt bei Fabio, bei Silvan sehen die Füße nicht gleich gut aus wie bei uns. Und ja, ich glaube, ich hoffe, es geht. Sicher nicht das gleiche Tempo anschlagen wie gestern. Ja, haben wir auch als Wenn die Füße wehtun, wird es hart. Alle müssen noch einen Tag wandern und dann wartet auf jedes Team eine Schlusschallenge, die es in sich hat. Jetzt kann ich mir Auszeit nehmen. Cooler Weg, hä? Ja, alles ausser, dass es drauf geht, ja. Jetzt haben wir es dann gleich. Die 10-jährige Angelina läuft auf den Felgen. Es geht aber sicher noch eine Stunde bis auf die Alpflix. Schön, oder? Ja. Sehr schön. Angina, was findest du? Nein. Ich sind so mühsam. Wo ist der Kimo? Wo? Der schießt auch an. Ein Steinmännchen da auf dem Bach oben. Ja, bravo. Bist du umgekehrt? Hast du etwas gemacht? Ja. Also kommt jemand da vorne schnell ansitzen. Wo hat es ein Bänkchen? Komm. Es war wirklich eine harte Route jetzt. Und, eben, sie haben wenig gegessen und man merkt, die Nerven liegen so ein bisschen blank. Magst du nicht mehr? Ja. Okay, dann sind wir dann schon dort. Uns Garmin, hast du das? Ich kann es nicht haben. Du hast es immer immer gehabt. Will jetzt jemand noch die Füße hineinheben? Nein. Niemand? Ihr seid recht motiviert, hä? Mögt ihr nicht mehr? Einfach nichts. Ja. Und sie wissen noch nicht, wo sie übernachtet. Einen Schlafplatz müssen sie jetzt zuerst noch suchen. Die beiden Hausfrauen haben auf dem Jura-Höhenweg schon 40 Kilometer zurückgelegt und sind gerade am Grenkenberg. Wow, schau mal den zwei hier. Das ist mega Panorama.
Lecky. Da gehe ich dann nicht bis vorne. Ich gehe nur mal schauen, was mir selber Träume geben. Die letzte Challenge, die dann nicht auf uns wartet. Und wenn es halt ein Berg ist oder ein Berg... Oder ein Felsding. Eine Felswand. Also das ist dann wahrscheinlich immer noch hoch genug, um uns Angst zu machen. Irgendwas mit Höhe kommt, aber alles mache ich nicht für die Angst. Ich mag auch gar nicht darüber nachdenken, weil es macht es nicht besser. Auch die 4 Brüder aus dem Simmental marschieren in Richtung Schluss-Challenge. Die Füße von Fabio sind mal mehr, mal weniger ein Problem. Meinen Füßen geht es aktuell noch gut, ja. Wenn es in diesem Zustand bleibt, kommt es gut. Jede Abkürzung ist willkommen. Hier durch hast du 3-mal länger als der Strand am Boden. Da kannst du rüber wenigstens da hin. Auf die Route zu. Einfach den Geländegang einlegen und querfeldein. Kann ich den umnehmen? Ja. Geiler Fabio. Die Zeit in der Wildnis hat die 4 Bauernbrüder verändert. Daheim sind wir am Kochentisch und am Essen, säckelt jeder mit dem Nadel ins Zimmer. Und wenn wir ein Gestürm haben, bleibt jeder hart auf seiner Meinung. Das hat sich jetzt schon verändert hier, in diesem Abenteuer. Da sind wir auch froh, geht viel länger. Macht Spass. Jetzt zieht sich das Abenteuer langsam gegen Ende zu. Und klar, es wird auch schön sein, wieder daheim zu sein, aber jetzt so die Zeit hier, tun wir vielleicht nach dem Abenteuer auch vielleicht ein bisschen vermissen. Ja, das war sicher ein cooles Abenteuer bis jetzt, so, das uns sicher auch zusammenschweissen wird. In Graubünden wird es langsam Abend und der Pius und seine Kinder brauchen für die letzte Nacht dringend einen Ort zum Übernachten. Das ist eine Weile her. Nicht verschrecken, Schweizer Fernsehen, aber noch nicht beachten. Was macht denn ihr da? Wir versuchen eine Unterkunftsmöglichkeit. Du, also wir hätten hier noch ein Zimmer. Aha. Das ist ganz so breit wie ein Bett. Aha. Der Gianrico Galizzi aus dem Zürichbiet ist die Rettung für die Familie. Zumindest für die Kinder. So, der Riesenraum. Ja, da können Sie jetzt dritte reinlegen. Ich da mal anlegen, mal schauen. Darf ich da schon anlegen? Ja, klar. Irgendwie. Wo er sich, ich weiß auch nicht, Holzscheitchen jetzt nicht fehlen. Aber ich könnte vielleicht so quer, wenn die Tür offen ist, könnte ich irgendwie so. Vielleicht ohne Holzscheitchen. Aber ja, irgendwie so würde es gehen. Ja, besser als nichts. Wow. Auch die Livia und Nicole haben etwas gefunden für die Nacht. Ja, super. Ja, dann tun wir uns hier gerne einnisten. Also, viel Spass. Ja, danke vielmals. Tschüss. Tschüss. Den grossen Gümp machen wir heute nicht mehr. Ich mag gar keinen Hund mehr. Die Brüder sind an ihrem Etappenziel zu Amden angekommen. Und sie haben schon eine Idee, wo sie übernachten wollen. Es ist warm, da müssen wir nicht um eine Stelle in Zeug legen. Da ist der Sportplatz genug warm. Ja, es tut schon gut. Weinen. Aus der Schuhe rauszukommen. Das Mal sind es die Füße von Silvan, dem Jüngsten, die Sorgen machen. Sonst war ja eigentlich das jeder verletzte Fuß, aber der sieht, glaube ich, die Gänge noch schlecht aus. Die Frage ist, ob es für die anspruchsvolle Schluss-Challenge morgen reicht. Ja, was gibt das? Ich will ablenken. Ich habe schon noch ein bisschen Respekt vor der Schluss-Challenge. Und wir wissen ja auch noch nicht, um was es geht. Und ja, da haben wir schon noch ein bisschen Respekt. Und jetzt möglichst gut ausruhen und jetzt mit Shooten ein bisschen ablenken. Dass man nicht zu viel darüber nachdenkt. Ja, was gibt das? Ob die Shooten das Richtige ist für diese Füße, das müssen sie selber wissen. Und dann ist
er endlich da, der 8. und letzte Tag, wo alles entscheidet. Die Familie Stucki geht früh los. Hey, macht's gut. Danke, viel Spaß. Die Schlussetappe wird happig. Vor allem die letzten 400 Höhenmeter haben sie in sich. Schnee. 2318. Jetzt müssen wir hier durch. Und dann geht es irgendwie so hinten rum. Dann. Und oben ist dann das Ziel. Du. Es sieht schon ein bisschen hoch aus, wenn man denkt, wenn man dort rauf muss, hat man schon ein bisschen Angst. Ich habe eher Höhenangst, ja. Also, solange es so ein bisschen Weg ist, geht es schon, aber eher Höhenangst, ja. Ich glaube, ich komme dort rauf, aber wir haben es schon weit geschafft. Also schaffe ich das dort oben auch. Hoffentlich. ...400 Höhenmeter steil den Berg hinauf, über Geröll und Schneefelder. Für die 10-jährige Angelina ist der letzte Tag eine riesige Herausforderung. Jetzt ist jeder Schritt ein Kampf. Meine Beine. Deine Beine? Ja. Sind langsam müde? Langsam, sie sind tot. So, Motor an. Läuft. Läuft. Ja, steigt schon. Also die Nervosität? Ja. Jetzt ist von 1 bis 10 ist jetzt etwa 7. Also jetzt klopft es schon gerade ein bisschen. Bitte nicht schlimm. Bitte nicht schlimm. Die Bündnerinnen haben keine Ahnung, was unterhalb vom weißen Stein im Jura auf sie zukommt. Ah, schau da. Oh nein. Oh nein. Das letzte Kuvert löst das Rätsel der Schlusschallenge. Ihr habt es tatsächlich bis hierhin geschafft. Wir gratulieren. Die Axt findet ihr in der Höhle nach dem Jungfernschlupf. Bergführer Jörg Wüttrich wird euch dabei zur Seite stehen. Ah, es ist eine Höhle. Jetzt habe ich gemeint, der Flügeradresse anhat. Das schaffen wir schon. Das schaffen wir. Jetzt holen wir uns die Axt. Und dann geht's heim. Einfacher gesagt als gemacht. Das Nidlenloch ist eine der grössten Höhlen in der Schweiz. Ja, sieht es nach Eingang aus, ja. Oh, hast du mal einen Eingang? Oh, shit. Die Familie Stucki hat es geschafft und ist auf der Passhöhe auf 2711 Meter oben. Aber am Ziel sind sie noch nicht. Das ist ja schön. Ja. Hallo miteinander. Hallo. Ich bin Peter. Freut mich. Hallo. Du bist stark gelaufen. Hoi, Peter. Super gelaufen. Bravo. Sehr gut. Super. Sind wir schnell gewesen? Das wäre die nächste Aufgabe, glaube ich. Wir dürfen übergeben. Das Ziel ist nah. Die Axt findet ihr beim Himmelstor. Wenn ihr das schafft, habt ihr die Challenge bestanden und der Ruhm ist euer. Beim Himmelstor. Ja, das solltest jetzt einen Bergführer haben. Bergführer für das Himmelstor, ja, das wäre noch gut. Ja. Genau, also ich bin einer. Ah, sehr gut. Das trifft sich ja super. Okay, packen wir es. Das ziehen wir jetzt durch. Ja. Ah, dann kommt das gut. Kein Problem. Zamden, oberhalb vom Wallensee, starten die Bauernbrüder ihre Challenge. Ja, jetzt sieht es irgendwie nach Klettern aus. Wir gehen nicht klettern, sondern wir gehen abseilen, die Staumauer. Die Staumauer ist 40 Meter hoch. Mit der Heu. Es geht schon. Ich habe nicht gerne das Heu, aber muss gehen. 40 Meter abseilen als Vorgeschmack. Und erst dann wartet da unten das letzte Kuvert. Tschüss, genau. Michi. So, genau. Einfach stehen bleiben. Stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Und stopp. Jetzt hast du den rechten Winkel, Fersenkontakt. Das müssen wir dabei behalten, bis wir unten sind. Das ist das Wichtigste. Kannst du gehen? Von den ersten paar Metern habe ich schon sehr Respekt. Weil ich bin da nicht so gerne am Hangen. So. Und dann bin ich ein bisschen misstrauisch, ich traue allem nicht. Ah, müssen wir alle.
Einfach ganz normal drüber steigen und nicht überlegen, einfach spontan. Das ist mit beiden Händen, das Seil aufstossen. Gut. Breitbeinig stehen ist noch wichtig. Genau, so. Jetzt sollst du mal hinten ein bisschen ziehen. Du hast es recht Bleib gespannt jetzt. Das muss gespannt bleiben. Super, jetzt kannst du langsam mal verlaufen. Immer daran denken, Fersenkontakt. Super, das gibt die sogenannten Sixpacks. Gut. Super. Einfach zu überwinden, von der oberen Kante den Durchgang für Achi zu gehen. Aber jetzt, wo man dran hängt und ein bisschen Sicherheit hat, dann geht's, ja. Da, Fabo, hier ist der Zähl angerissen. Warte. Es kommen alle heil runter. Aber die Staumauer war nur ein Aufwärmen für das, was noch kommt. Das Ziel ist nah. Die Axt findet ihr im Element Wasser. Viel Glück, euer Abenteuer-Wildnis-Team. Das Nidlenloch, 7 Kilometer lang, 400 Meter tief und nicht ungefährlich. Ja, das Schlimmste in der Höhle ist ein Unfall. Das ist sicher eine ganz heikle Geschichte. Man kann sagen, eine Stunde rein mit einem Verletzten kann man bis 10-fach raushaben. Je nach Schwierigkeit natürlich. 1 Stunde bis zum Ziel, einem goldigen Bieli. Ui. Boah, shit. Wow. Wow, rutschig ist es. Wo müssen wir denn hier im Fall auch wieder? Ja, jetzt ein bisschen rechts, genau. Genau. Geht's, Nico? Nein. Kann ich dir helfen? Super machst. Tipptopp. Danke. In der Höhle ist es konstant 6 Grad kalt. Hier runter, hier auf die beiden Dritten, dort. Genau. Oh, da ist der mega rutschig. Und da glaubst am besten vorwärts, ja. Ja. Du siehst, woher er drauf ist. ja, das ist gut. Also da fühle ich mich nicht wohl. Danke. Genau. Dann kommen wir hier ein bisschen rechts. Ich weiss nicht, ob ich da je wieder mal raufkomme. Genau. Krisenstimmung auch beim Team Bauernbrüder. Der Silvan hat sich unterhalb der Staumauer den Fuß vertrampelt. Ausgerechnet der Fuß, der vorher schon verletzt war. Der 15-Jährige hat gerade zu kämpfen. Also wenn du Schmerzen hast und hier so schon gerade so laufst, das geht. Im nächsten Teil geht das nicht. Oder du musst selber entscheiden, schlussendlich. Ich sehe nicht in dich hinein, wie du Schmerzen hast. Aber wenn ich das so sehe, das bringt gar nichts. Ja, ich glaube, ich lasse lieber sein, weil da noch grösser verletzen als jetzt ist nicht das Ziel, das ich habe. Ja, das macht mich schon ein bisschen traurig. Wir haben ja hier angemeldet, für uns Team fertig zu machen, aber jetzt wird das auch nichts. Wenn es jetzt scheiße ist, dass Silvan nicht mitmachen kann. Aber wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Ja. Schade, aber ja. Ändern kann man nicht. Weil der Silvan noch minderjährig ist, darf das Team trotzdem weitermachen und versuchen, das goldige Bieli zu holen. Mit Canyoning die Schlucht ab. Das Ziel ist ein natürlicher Pool, wo man aus 7 Metern reinspringen muss. Da irgendwo im Wasser ist das Bieli. Das Einzige, was hier aber auftaucht, ist das nächste Problem. Nehmen wir an, nicht mit dem Schisatsu. Die Brüder haben eine Idee. Drück mir erst 10 Sekunden an.
Brüllen hilft auch nicht viel. Nach dem Gipfel kommt das Ziel, das Himmelstor. Heilige Wimmer. Wunderschön. Ja. Oh, sehr etwas. Papi, da liegt die Axt drin. Sicher? Ja, ich sehe es hier. Ja, ich auch. Und wie kommen wir dort hin? Abseilen. Wer würde gerne? Er hat es gesehen. Ich sehe etwas. Was? Ich mach sonst. Der Lian will. Willst du? Ja. Ein Team, oder? Machst du? Ja. Also ich bin schon ein bisschen nervös, weil ich das noch nie gemacht habe, so abseilen, aber es wird sicher cool. Ist dort die engste Passage? Ja. Die Frauen müssen tief in der Höhle noch die letzte und engste Schlüsselstelle überwinden, den Jungfernschlupf. Okay. Dann roppen wir hier durch. Ha? Jetzt wird es eng, mal. Jetzt wird es eng. Ja, Nicole, du bist nicht gerade hinten dran, wenn ich ausschlage. Wartest. Ja. Du musst wirklich auf den Bauch, hä? Das ist schon ein komisches Gefühl. Das ist gerade nochmal ein Schlange. Aber bleib bitte in der Nähe wegen dem Licht. Ich komme sonst nicht. Nein, hey, im Fall, ich kann das nicht. Mal, Nicole. Nein, ich kann es nicht. Das ist die engste Passage hier. Komm, bis zu mir, ich warte hier. Ich warte hier. Schau mal, jetzt leuchte, schau mal, das ist weit hier. Jetzt gehst du hier schön auf den Bauch. Da ist ja schon mein Fuß. Jetzt bleibst du ganz flach, jetzt ziehst du die Hände runter. Jetzt musst du wirklich schnell hier durchkriechen. Und da geht es gerade, wie da wird es offen. Okay. Genau, nur hier durch. Ganz langsam. Züchste. Gut, da kriegst du wieder Luft. So, jetzt bist du schon durch. Züchst die Beine noch. Das machen wir jetzt. Einfach flach machen. Und dann kannst du nachher gleich wieder stehen. Dann züchst du und dann bist du schon durch. Bravo. Das ist gut. Super gemacht. Ja, das Ein ist... Überwindung, ja. Ja. Mega. Das ist doch gut. Aber gut, Wow. Super, super. Jetzt ist es gut. fertig. Ja, jetzt ist es auf. Jetzt dürfen wir auch so suchen. Immer noch keine Spur vom Bieli. Sie haben die Hoffnung schon fast aufgegeben. Und dann? Das goldige Bieli. Ein Symbol für all die Mühe, fürs Durchstehen und das Zusammenhalten. Das Team Bauernbrüder hat es geschafft. Scheibe. Gehen suchen heisst, gehen klettern. Das oberste oben oder was? So sehe ich gar nicht. Warte, ich komme dir helfen. Ich gehe da noch ein bisschen weiter. Wo bin ich? Oh. Hast du Wahnsinn? Nein, wirklich? Wohl, da hinten liegt sie. Oh, aber da muss ich auch noch hinterher hin. Ja, sie ist da hinten. Oh, geil. Jetzt die hole ich. Oh. So. Ja. Hey, du wartest noch völlig über dich. Ich hab sie! Ja, oh je. Oh, jetzt haben wir sie. Oh je. Es fühlt sich super an.
super. Das ist ja mega krass. Albert. Ja. Ja. Sehr cool. Oh, ich will auch mal. Jetzt haben wir es Jetzt geschafft. haben wir es. Cool. Boah. Schon Ja, streng. Es war anstrengend. Jetzt wieder zurück. Jetzt gehen wir zurück und dann ist dann wieder Wir haben es geschafft. Gut. Ein Bieli fehlt noch. Der 12-jährige Lian will es für seine Familie holen. Geht's dir gut? Ich habe Panik dort oben, ich könnte das nicht. Ganz schön langsam. Cool, wenn er das macht, ja. Ich könnte es nicht. Okay, gut, dann kannst du gehen. Kannst gehen, langsam runter. Super. Gut. Genial. Ja, Achtung. Ja, perfekt. Dann noch weiter runter. Ja, Achtung. Gut. Schön abseilen. Schön. Die Schiffe gleichmäßig. Die andere Hand ein bisschen tiefer nehmen. Siehst du das Bieli schon? Noch nicht. Musst du auf gleicher Höhe sein? Doch, ich sehe es. Jetzt tust du mal loslassen und probierst mal das Bieli zu holen. Ich komme nicht über den. Mit dem Seil ziehen. Ja. Ganz wenig tiefer, 10 cm. Das ist jetzt noch eine Challenge. So, Jetzt hebst du mit einer Hand hin am Fels. Kannst du so herziehen. Aha, so. Ja, richtig ziehen. Siehst du? Jetzt kannst du mit einer Hand rein packen. Ja. Bravo! Ganz Bieli. Schön gleichmäßig. Jetzt hast du gut getragen. Wow! Hey. Super! Bravo! Bieli! Bravo! Es macht richtig Bock. Kimo, du hättest es im Verlag gefunden. Ich bin stolz auf dich. Super. Hast du das gut gemacht, ja? Juhu! Stolz auf dich, hast du super gemacht. Ja, da hat es sehr viele schöne Momente gegeben. Es hat aber auch doofe Momente gegeben, wo man einfach denkt, ja, jetzt gibt man auf. Aber die schönen Erinnerungen nimmt man sicher mit. Es ist ein einmaliges Erlebnistag in der Woche. So weit macht man nicht mehr im Leben. Es ist ein cooles Gefühl, weil wir es jetzt geschafft. Und sonst haben wir immer gedacht, noch einen Tag, noch eine Nacht oder so etwas. Und jetzt haben wir es geschafft. Das ist super. Haben wir es geschafft? Ja. Ich hoffe, das Kind nimmt das auch ein bisschen Ja. mit, was man alles so schaffen kann. Ne? Aber wir zusammenheben und zueinander schaut. Auf die Brüder warten die Eltern und der Silvan zum Gratulieren. Aber die hat mir nicht lesen geredet. Ja, soll gerne. Fabo? Bier? Bier. Bier? Bier. Ja. Ja, ist doch schön, wenn die Eltern da sind. Aber ja, schon ist schön gewesen ohne. Ja. Oh, geil. Sehr schöner Moment. Es war jetzt eine Erinnerung, die man einmal im Leben vielleicht macht und das ist, wo man nicht so schnell vergessen wird. Ja, das war ein sehr grosses Erlebnis für uns, wo sie auch selbstständig waren und müssen sein. Darum war das schon noch cool. Ja, auf dieses Abenteuer werden wir später ganz sicher darauf zurückgucken. Das war schon ein Ziel vom Ganzen, dass wenn wir älter sind, vielleicht Kinder, Grosskinder haben, dass wir über das erzählen können. Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region.